Die adventlichen Gedanken, die ich euch heute Abend mitgeben möchte, die stehen unter den 3 Stichworten. Erstens warten und erwarten, zweitens in Erwartung und drittens Wehe. Zwischen diesen 3 Teilen spielt uns Melodic Confession jeweils noch einmal «O come, Emmanuel», das Adventslied an. Wie ist es dir abends gegangen als Kind im Advent? Ist bei dir die Wartezeit vom Advent auch viel intensiver gewesen als heute? Hast du kaum warten auf das nächste Türchen am Adventskalender? Und dann am Weihnachtsabend. Unendlich lang, bis endlich der Weihnachtsbaum brennt hat. Und noch viel länger, bis es Bescherung mit den lang ersehnten Geschenken gegeben hat. Irgendwie sind doch so spezielle Momente im Leben, so Festtage, als Kind viel spezieller gewesen als heute. Man hat lange darauf angeplant. Heute sind so Feste immer noch schön. Aber vieles drumherum läuft so prall gefüllt und eingespielt ab. Und dann plötzlich überfallen einem die Festtage. Und sind auch gerade so schnell wieder vorbei. Ich glaube, man kann den Umstand, wie viele von uns Erwachsenen die Welt und ihre Zeit wahrnehmen, ein bisschen vereinfacht mit einem Wort beschreiben. Warten. Wir haben uns mit der Welt, wie sie normalerweise funktioniert, arrangiert. Wir haben uns eingerichtet in unserem Zuhause, in unserer Arbeit, in unserem Beziehungsnetz. Es gibt ein bisschen Alltagstrott. Die Zeit zieht an uns vorbei. Wir warten. Und wir haben auch gelernt, dass nicht immer alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Verschiedene Träume sind zerbrochen. Aber so ist halt das Leben. Ja, und das Leid auf der Welt, das wir tagtäglich auf unser Smartphone geliefert bekommen, gehört halt auch zum Weltenlauf. Aber die meisten von uns, denen geht es ja so weit gut, relativ. Wir haben uns arrangiert mit der Welt und wir erwarten keine grundlegende Veränderung mehr. Wir sind in einer Durchwarteschlaufe. Insgeheim wünschen wir uns vielleicht mehr. Und das Leben zieht wirklich ein einförmig an uns vorbei. Aber ja, es läuft ja ganz anständig. Wir warten. Leute mit so einer Haltung hat es auch schon in Israel vor gut 2000 Jahren gegeben. Das Volk ist zwar unter der römischen Fremdherrschaft gestanden und man hat gelitten unter den Steuerabgaben an die fremden Herren. Aber die Leute haben sich mit den Umständen arrangiert. Ja, immerhin hat der König Herodes ja auch so prächtige Bauten in Jerusalem aufgestellt. Und einigermaßen Ruhe war auch. Obwohl die Römer die Ruhe immer wieder ohne Rücksicht auf Verlust durchgesetzt haben. Aber immerhin hat Ordnung geherrscht. So hat man gelebt und das Leben ist wartend an einem vorbeigezogen. Daneben hat es aber auch andere Leute gegeben damals. Sie haben sich noch wirklich gestossen am Unrecht, das passiert ist. Leute, die mitgelitten haben. Leute, die sich echt nach Besserung und Veränderung gesehnt haben. Das Leben ist nicht einfach an ihnen vorbeigezogen, sondern sie haben sich nach Befreiung für ihr Volk gesehnt. Sie haben nicht einfach gewartet, sondern erwartet, nämlich den Messias. Sie haben erwartet, dass Gott ihnen endlich den schon lange versprochenen Retter und Befreier schickt. Sie haben intensiv darauf gewartet und gehofft, dass Gott den Nachkommen vom König David schickt, der ein ewiges Friedensreich aufrichtet. So Menschen sind wohl auch die Eltern von der Maria gewesen. Sie haben darauf gehofft, dass Gott sein Volk wieder befreit, wie damals, als er das Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Darum haben sie ihre Tochter auch Maria getauft. Das ist nämlich eigentlich der gleiche Name wie Miriam. Und das ist die Schwester von Mose und Aaron, die beim Auszug aus der Sklaverei in Ägypten eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Das Warten auf den Retter und König, das Erwarten vom Messias, ist mehr wie die Sicht von einem Kind auf die Weihnacht. Man lebt nicht einfach vor sich hin, sondern erwartet noch spezielle Sachen im Leben. Man fiebert intensiv auf etwas her. Man wartet nicht nur, sondern erwartet. Die Menschen damals haben eine grundlegende Veränderung und Neuordnung erhofft und erwartet. Lang schon haben die Juden auf den Messias gewartet. Und darum gibt es auch 2 Gefahren, die mit so einer Erwartungshaltung verbunden sind. Weil man intensiv lebt, ist nicht nur das Schöne intensiv, sondern man leidet auch intensiv mit am Leid und der Ungerechtigkeit in der Welt. Und je länger das es so bleibt, desto mehr kann die Erwartung auch in Verzweiflung umschlagen, wenn einfach noch nichts passiert.
Die Erwartung kann aber auch in einen ungesunden Aktivismus umschlagen. Man erwartet Veränderung. Und wenn dann nicht bald etwas passiert, muss man halt selber aktiv werden und die Veränderung herführen. Und dabei übersieht man schnell, wie man mit seinen Bestrebungen fürs Gute allzu schnell genauso wieder Böses schafft. So war es damals bei den Zeloten, einer revolutionären Strömung, die versucht hat, die Römer mit Waffengewalt zum Land auszuwerfen. Wie hast es du? Hast du dich wartend eingerichtet im Leben und dieser Welt? Oder bist du ob dem Erwarten von Veränderung am Verzweifeln? Oder magst du nicht warten und engagierst dich für einen Umsturz? Oh, come Emmanuel, and ransom captive Israel. Die Verheißung vom Messias ist damals schon mehrere Jahrhunderte unerfüllt im Raum gestanden. Doch dann erscheint eines Tages tatsächlich doch noch ein Engel von Gott. Und er eröffnete Maria, dass jetzt endlich der lang erhoffte Retter soll auf die Welt kommen. Er soll Jesus heißen. Jeschua auf Hebräisch. Jahwe befreit. Wie sein Namensvetter Josua soll das Volk führen und im Kampf vorangehen. Das lange Warten auf den Messias hat ein Ende. Und der Maria sagt der Engel nicht nur das, sondern sogar, dass sie Mutter sein von dem göttlichen Kind. Und das, obwohl sie noch Jungfrau ist. Und so geschieht es denn wirklich. Die Maria wird schwanger. Die Katja liest uns vor, was dann passiert ist. Bald danach machte sich die nun schwangere Maria auf den Weg und wanderte so schnell sie konnte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte ihre Verwandte Elisabeth. Dann, als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter allen Frauen, und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Sieh doch, als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, dass in Erfüllung geht, was dir der Herr versprochen hat. Nach 9 Monaten Schwangerschaft, nach 9 Monaten in Erwartung, hat Maria Jesus auf die Welt gebracht. Mit etwa 30 hat er dann angefangen, die Botschaft von Gottes Reich zu predigen und das Reich tatkräftig zu bezeugen. Und dafür ist er schliesslich von den Mächtigen ans Kreuz geschlagen worden. Darum gibt es Leute, die sagen, Jesus sei als Messias gescheitert. Und heute, was bleibt noch davon? Sind wir wieder gleich weit wie damals? Müssen wir uns halt entweder arrangieren damit, wie es halt so läuft auf der Welt, oder müssen wir weiter verzweifelt darauf warten, dass endlich ein Messias kommt? Oder halt selber die Revolution anzetteln? Ist es immer noch die gleiche Frage wie damals? Warten oder erwarten? Nein, wir sind in einer neuen Situation. Wir müssen nicht mehr länger warten oder erwarten, sondern wir dürfen in Erwartung leben. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Um den Unterschied zu erklären, müssen wir nochmal zurück zu Maria und dem Engel. Der Engel sagte Maria: Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Mit Jesus ist vor 2000 Jahren etwas völlig Neues in die Welt gekommen. Gott selber ist in Jesus Mensch geworden. So ist Jesus der Erste von der neuen, erlösten Menschheit, ja von der ganzen Schöpfung. Wir müssen also nicht mehr einfach auf eine Erlösung für die Welt warten, sondern sie hat schon längstens angefangen. Nur die Vollendung steht noch aus. Jesus ist als Messias nicht gescheitert. Am 3. Tag ist er auferstanden und anschließend zum Vater aufgefahren, zurück in die himmlische Herrlichkeit. Und er hat versprochen, dass er wird zurückkommen. Er hat seinen Geist geschickt, der damit die neue Welt von Gott in uns schon anfängt.
Vor 2000 Jahren hat also etwas Neues angefangen. Es ist bis jetzt einfach noch nicht vollendet, aber es hat angefangen. Wir heute brauchen darum nicht weiter abgelöst vor uns anzuleben. Wir müssen nicht warten. Wir brauchen auch nicht aktiv-aggressiv zu erwarten, als ob nichts passiert wäre. Wir müssen weder verzweifeln, weil es in dieser Welt so viel Leid gibt und Jesus immer noch nicht zurückgekommen ist, noch müssen wir anfangen, aus eigener Kraft das Paradies auf der Erde zu schaffen. Sondern wir dürfen in Erwartung leben. Das Neue hat in uns bereits angefangen und wirkt aus in die Welt. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir schwanger mit Gottes Reich. Wir sind in Erwartung. Als Taufte, als die Jesus Christus als Herr vertrauen, tragen wir den Samen von Gottes neuer Welt in uns. So wie Gottes Geist in die Jungfrau Maria etwas geschaffen hat, was es vorher noch nie gegeben hat, so wird Gottes Geist auch in uns leben und etwas ganz Neues in uns schaffen. Es ist zwar ein zartes Pflänzchen, das viel Pflege braucht und nicht gefeit ist für Rückschläge. Aber wenn Gottes Geist in uns lebt, dann wird das Leben immer mal wieder farbig und das Dunkle und Böse wird Stück für Stück langsam verändert. Das Leben in anderen Umständen ist nicht wahnsinnig spektakulär. Es braucht nur von uns immer wieder die Antwort von der Maria. Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Oh, come Emmanuel, and ransom captive Israel. Wir leben als Christen in Erwartung, weil Jesus im Himmel regiert. Seine Herrschaft hat angefangen und nichts wird letztlich die Vollendung von dieser Herrschaft auf der Erde verhindern können. Wir sind durch seinen Geist schwanger mit dem ewigen Leben und Gottes neuer Welt. Das dürfen wir vertrauensvoll annehmen, auch gegen alle gegenteilige Erfahrung. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Wir dürfen in froher Erwartung leben. Wir dürfen als Schwangere auf die Wiederkunft von unserem Herrn warten. Eigentlich können wir auch Niederkunft anstatt Wiederkunft sagen. Dann wird alles in Ordnung kommen. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt gerade gedacht hast, schon gut, Samuel, wie du von dieser wunderbaren Herrschaft von Jesus redest. Aber schau mal in die Weltgeschichte raus. Pandemie, Krieg, Energiekrise, Klimakrise. Das in Erwartung sein, das sind schöne Worte, aber es ist ein bisschen schwach. Ja, das aktuelle Weltgeschehen und die Auswirkungen, die es hat bei uns in unseren Alltag hinein, das stellt echte Fragen. Aber ich habe für mich entdeckt, dass gerade das Bild von in Erwartung sein eine hilfreiche Perspektive dazu gibt. Weil zu einer Schwangerschaft, da gehören vor der Niederkunft ja mächtige Schmerzen, Geburtswehen. Wehen als Verständnishilfe für den Schmerz in der Welt. Das finden wir an mehreren Stellen in der Bibel und auch Jesus Christus hat selber so geredet, zum Beispiel in Markus 13. Wehen als Verständnishilfe für den Schmerz in der Welt. Ich habe selber nicht geboren. Ich kenne den Schmerz von einer schwangeren Frau beim Gebären nicht von innen raus. Ich war einfach 4-mal bei einer Geburt dabei gewesen. Man sagt, wir Männer würden das gar nicht ertragen, was eine Frau an Schmerz muss und kann ertragen, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Aber mir hilft das Bild von der Geburtswehe auch als Mann beim Einordnen von dem aktuell vielen Schmerz in der Welt. Wir sind wegen Jesus Christus durch den Heiligen Geist in Erwartung von der neuen Welt, die Gott wird schaffen. Aber das Leid im Moment ist nicht etwas, was das Reich von Gott hindert, sondern es sind die Wehen, die seinem Reich schließlich zum Durchbruch werden verhelfen. Wehen sind Zeichen von der sich anbahnenden Niederkunft. Das gibt mir eine Perspektive. Ich fasse zusammen. Leben in Erwartung heisst also nicht verzweifeln und auch nicht in einen revolutionären Aktivismus verfallen, sondern wie bei einer Schwangerschaft vertrauensvoll das Nötige zu tun, was muss tun sein, bis dass es dann endlich so weit ist. Der Schmerz in der Welt sind die Wehen am Ende der Schwangerschaft.
Darum ist das eine wahre Adventsstimmung. Leben in Erwartung auf die Wiederkunft, ja, die Niederkunft von Jesus Christus. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen.